Zuerst von mich das Stückchen Winter in Berg. Als kleine Put hau ich allwell an Eis und Schnee. Bei uns daheim im Erpelskeller stehen ein Eisstuhl, eine Schlitte und lagen auch ein paar Schlittschuhe ran. Von der Eisstuhl wurde zwar völlig kalt, aber ich habe nie gesehen, dass da einer mit auf das Eis war. An der Schlitte und die Schlittschuhen hatte ich echt Spaß. Sobald der Schnee lag, wurde der Schlitte rotgeholt und es ging meistens noch durch Grenzlandring. Ich bin nicht auf jeder der Grenzlandring noch kennen. 1948, Österreich 52, das letzte war ein großes Unglück und deshalb, seitdem ist da kein Rennen mehr. Ja, am Grenzlandring, da war eine kleine Weg, der vom Ring nach der Lohmühle ging. Hey, auf der Weg wurde jetzt der Wettkampf ausgetragen. Es ging sich immer darum, wer witzte mit seiner Schlitte kam. Meine Schlitte war all Ort und ich lag immer auf der vorletzten Platz. Das macht mich dann nicht so viel Spaß und ich bin dann lieber die steile Böschung vom Grenzlandring raufgefahren. Da war dann aber so steil, dass man noch Düchser umkippte. Aber das macht mich nichts, ich fehle in der Schnee. Als ich dann jetzt Auer war, ging es mit der Schlittschuhlope los. Die Schlittschuhe, da war zwar verroste Sohlenrieder, die wurde dann ja immer unter die Schuhe geklemmt früher. Aber für mich Dinge die. Zuerst wurde auf der Straße Schlittschuhe gelaufen. Das heißt, die Autos hatte der Schnee so fast war, dass du der Jod ablaufen konntest. Ich fing mit der Berger Einheitsstil an. Das heißt, es wurde auf der Schlittschuh spitze gelaufen. Nicht wie heute, so schräg abgedrückt, wie das jetzt allgemein im Eck wird, sondern das ging dann über die Spitze. Lebt aber alles so im Berg. Als das auf der Straße gut klappet, der ich jetzt ganze Schlittschuh laufen und es ging auf der Berger Weiher. Weil das Eis so glatt war und der Schlittschuh nicht geschliffen war, will ich immer hin, und zwar auf der Rätesee. Der nächste Tag war mein Rätesee blank und blau. Und zwar da, wo der Hüftknurks. Ich habe mich dann auf der Rätesee Küsse in der Box gestoppt, damit mich das beim Fallen nicht so weh denkt. Den nächsten Weg lebe ich auf der Waterweiher und habe auch Eishockey gespielt. Die meisten hatten eine alte Spaziersteg als Schläger, aber meine Opa versorgt mich mit einer schönen Hockeystick unter Büsch. Da war ich richtig stolz drauf. Meine Oma hat schöne neue Schlittschuhe. Die lebt immer auf der Düscheburger Weiher. Den kennen Sie ja hier auch, der Düscheburger Weiher. Eins ist er dermaßen auf die Fuß gefallen, dass der daheim die Schlittschuhe in der Ecke gebarft hat und gesagt hat, jetzt pack ich sie nicht mehr an. Dem sie Pech war mir Glück, denn jetzt koche ich die Schlittschuhe von dem Hand. Die war zwar noch immer vor unter der Sohle zu klemmen, aber viel besser als mit allen verrosten Dinger. Jetzt leben wir auch Düchser ob der Hotmühleweiher. Der war ihr durchgefahren. Da lebten auch die Paters mit der Langschlömm und dem Berger Kloster drauf. Da war das Karmeliter und Holland kommen die dahin. Wir haben immer gewartet, dass die Hens über die Langschlömm fehlen. Aber ich löf, die hat eine Schutzengel mitgebracht. Es kamen auch die englischen Matches oder im Lazarett, was ja direkt neben der Weiher lag. Ich finde, da war ja vor die Engländer und in Berg, da war das Lazarett von den Engländern. Aber da konnte ich nichts berichten. Das einzige Englisch, was ich damals konnte, war
Have you penny? Und damit konntest du keine Blumenpott gewinnen. Mit Have you penny haben wir alle noch im Krieg die englische Soldaten gestänzt. Wenn es jetzt gefroren hat, süßte ein paar riesige Köpfe auf der Hotmühle weiterlopen, die dann vertellen, wie schön das doch früher war und dass die Kinder und die Jugendlichen heute bloß noch vor dem Computer und dem Fernsehgerät sitzen. Jetzt mag ich mal aber Schluss mit der Kallerei und hab, dass die Hotmühle Weiher diese Winter wird dreht und die Riesenköpfe Schlittschuh lopen können. Hey, das Stück hatte ich 2011 geschrieben. Da wusste ich noch nicht, dass ich auf der Werbeshütte nicht mehr lopen kann. Und zwar nicht, weil ich der Ort bin, sondern dass ich nicht mehr so gefroren war, dass man noch ablopen kann. Dass ich nicht mehr Schlittschuh lopen kann, ist ja nicht das Schlimmste. Das Schlimme ist, dass wir alle, auch ich, nach dem Motto gehangelt haben, es hätte ja noch immer gut gegangen. Wir haben die Welt mit unserem Energieverbrauch, ich weiß nicht, wie man das auch platt jetzt sagt, so durchrein gebrät, dass die Erde immer wärmer geworden ist. Es dürfte jetzt mir wenig Regen, wo es sonst ruhig ist, aber auch Gebiete, wo es überhaupt nicht mehr rennt. Wie kriegen wir das noch in Sinnerei? Ich löwe geht bloß, wenn sich alle Menschen zusammenschließen und für weniger Energieverbrauch sorgen. So.